Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuesten Thema CO2 Steuern, CO2 Gesetz. Ich habe letztens ein bisschen darüber nachgedacht, also eigentlich nicht letztens, sondern im Allgemeinen, aber die Option, wo ich darüber rede, die kommt gar nicht in Frage. Also Thema Auto wird zu 1000% in dem Stil weitergehen wie jetzt. 1000% in den nächsten Jahren. Es muss so weitergehen, es geht gar nicht anders. Und zwar ist es so, dass eben das CO2, der Benzin soll ja teurer werden. Ich glaube, es könnte bis zu 12 Rappen teurer werden. Jetzt denkt man sich, was sind 12 Rappen? Das ist doch nichts. Aber gut, es ist 12 Rappen pro Liter und man weiss, wenn man viel tankt und alles, es ist halt schon nicht so lustig, wenn es teurer wird, natürlich. Ganz ehrlich. Und das Ding ist, dass Benzin, ich glaube es mir nicht, aber Benzin könnte bei uns und könnte auch in Deutschland 30 Rappen kosten auf den Liter. Alles andere, also über 1 Franken, ist einfach nur Steuern. Also wirklich Steuern. Genauso wie bei Tabak ist auch mega viele Steuern. Und das finde ich mega schade irgendwie. Auf die andere Seite logisch werden damit irgendwelche Sachen unterstützt. Ist mir auch klar. Aber irgendwie immer das unterstützen. Ich weiss nicht. Darum bin ich auch nicht dafür. Darum bin ich jetzt auch bei also ich wollte jetzt nicht, dass das ein politisches Video wird. Aber darum bin ich auch nicht dafür, für das CO2-Ding. Und was ich eigentlich gemeint habe vorhin mit dem CO2, mit dem, dass ich es mir noch leisten kann, wäre ein Elektroauto oder ein Tesla. Ich weiss selber, es klingt jetzt blöd. Ich bin da auf dem TÜV-Kanal, wo mit dem richtigen Verbrenner TÜV und ich habe einen Oldtimer etc. Ich weiss, es klingt komisch, aber ich bin schon ein paar Mal mit jemandem mitgefahren mit dem Tesla und es ist einfach extrem entspannt. Und du kannst vom Handy, es ist einfach extremer Luxus, wirklich richtiger Luxus. Du vom Handy kannst einstellen, hey, es soll heizen, das Auto, oder hey, es soll kühlen, dann weißt du, bevor du gehst, ich weiss nicht, ob man sogar einen Timer einstellen kann, aber man kann sagen, hey, ich gehe in einer halben Stunde, will ich abfahren, schnell das Auto, oder in einer Stunde, oder wie lange auch immer, kannst das Handy für einen einstellen, zum Heizen, zum Kühlen und fertig. Und wenn du einsteigst, es ist dann dazu ist es einfach mega angenehm mit dem Auto zum Fahren. Er ist mega leislich, er fährt sich extrem ruhig, wie auf Schiene, extrem ruhig. Du hast einen grossen Bildschirm, du hast mega angenehme Lüftung, der hat glaube ich irgendeinen Filter noch drin, einen HEPA-Filter, also wenn es stinkt, das kommt der Geruch nicht ins Auto rein. Wirklich, also kann ich auch wirklich bestätigen. Ja, es ist alles gut, dann ist es viel günstiger, also irgendwie, keine Ahnung, je nachdem, das sind ja Rollerfahrer, es ist auch viel günstiger, je nachdem halt wie viel das man tankt oder wie viel Benzin das man verbraucht und wie teuer der Strom ist beim Auto, aber je nachdem 5, 6, 7 Mal günstiger, also das heisst, du zahlst vielleicht für einmal aufladen mit dem Tesla irgendwie 7, 8 Franken, wobei man beim Auto wahrscheinlich etwa 60 Franken zahlt oder so. Also versteht ihr, was ich meine? Logisch ist das Auto an und für sich ziemlich teuer, man kann da viele andere Sachen, andere Arten dafür haben. Aber eben, und dazu man braucht viel weniger Bremsen, weil wenn man auf dem Gas geht, dann tut das selber bremsen. Man sollte so einen Service machen. Da ist auch Honda. Ich weiß nicht, ob die haben glaube vor allem nur Roller. Was soll ich wieder sagen? Man braucht viel weniger, man muss viel weniger Service machen. Jetzt muss ich rechts zu. Man muss viel weniger Service machen beim Elektroauto etc. Also, wenn man das Geld hat, wenn man sich ein neues Auto kaufen will, dann, ich wollte jetzt nicht so viel über Tesla machen oder über Elektroauto, aber dann wäre es wirklich
eine Überlegung wert. Weil es kostet zwar viel, aber man hat auch viele Sachen nicht. Man hat da wirklich Luxus mit der Heizung und also wirklich mit dem Laden. Man muss nicht mehr man steckt, wenn man die Möglichkeit hat, um die Heim zu laden, dann steckt man ein. Wenn man wieder braucht, Stunden später steckt man wieder raus und fertig, oder? Und ich bin zwar ganz ehrlich Fan vom Opel. Ich bin zwar Fan vom Opel, ich bin Fan von meinen Oldtimer und von meinem Auto. Aber wie sagt man, das ist einfach bei mir so, beim Opel, der hat schon ziemlich viele Kilometer, es ist immer wieder etwas kaputt gegangen, auch wenn ich schlussendlich wirklich wenig habe müssen zahlen für das Auto und denke schon, wie viel ich schon gefahren bin dafür. Aber es ist trotzdem immer so ein kleiner, so, ja, wie soll ich das sagen? Du hast einfach, wenn du ein neues Auto hast, oder ein viel neuer, für viel weniger braucht es, dann ja, es fährt sich aber dann einfach schöner. Darum fahre ich auch ein bisschen relativ viel mit dem TÜV, jetzt um einfach die Zeit beim Opel ein bisschen zu stoppen. Weil, wenn du mit dem Opel fährst, ich merke schon, also jetzt fahre ich mit dem TÜV, er fährt genauso wie er muss, alles, und wenn du fährst mal mit dem Opel, dann merkst du halt schon, dass er vielleicht ein bisschen, ja, dass er halt viel gebraucht worden ist. Weißt? Aber ich finde, ich darf auch nicht motzen darüber, weil der Opel ist einfach viel gebraucht. Ich habe ihn viel gebraucht, oder? Also wirklich. Und ja, finde ich, verstehe ich nicht, wie man einfach immer laufen kann. Ich weiss, Fußgänger haben Vortritt, aber es gibt solche, die laufen einfach. Und ich schaue immer, egal ob ich Vortritt habe oder nicht, wenn ich überfahren werde, dann ist, weißt du, ich meine, blöd gesagt. Ja, eben, das ist ein bisschen, also eben, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht darüber reden, dass mein Auto scheiße ist, dass der Verbrenner scheiße ist. Ich bin lange gesagt, nein, Elektroauto nicht, wollte ich niemals fahren. Aber wenn du eben denkst, was es für Vorteile hat, dass man sagt, hey, du behaltest den Oldtimer, das ist einfach mega schön, so dem Oldtimer zu fahren alles, und du hast dann noch das Elektroauto, du musst dich nicht um nichts kümmern bei dem Elektroauto. Du musst dich um nichts kümmern bei dem Elektroauto und hast relativ viel so geschenkt. Ich glaube, am Anfang hat man noch sogar noch Kilometer geschenkt bekommen und. Also wirklich. Am Anfang. Und eben. Wenn ich jetzt das Geld hätte, ich würde es safe machen. Ich würde safe mir irgendein Elektroauto kaufen. Müsste man natürlich schauen, hey, was lohnt sich? Weißt du, jetzt nicht unbedingt, wie weit kommt er, weil viele Leute sagen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, das Renault Zoe ist einer, wo ich auch cool finde. Ich bin zwar den nie gefahren, aber gleich. Und sie sagen jetzt, die heben nur, ich sage jetzt mal 200 Kilometer, bis man muss laden. Gut, okay, wenn du jetzt irgendwie weit fährst und jetzt irgendwie auf Berlin gehst, von der Schweiz aus, logisch, musst du viel laden, musst du viel Stopp machen. Auf der anderen Seite wäre es sowieso gut, Pause zu machen und Stopp zu machen. Und weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein bisschen, man muss mal eher darauf schauen, hey, was gibt es noch für Vergünstigungen, was kommt noch alles dazu. Weil das Ding ist, wenn du ein teures Auto kaufst, beim Elektroauto hast du eben, wie gesagt, Bremsen, brauchst viel weniger, brauchst den Service nicht so machen, brauchst nicht Öl, also brauchst schon Öl, aber ja, halt weniger Öl. Jetzt muss ich da rechts rein, sicher kehren. Nein, und also eben, wie ich das schon am Anfang vom Video gesagt habe, für mich würde es auf keinen Fall funktionieren, dass ich mir ein Elektroauto kaufen würde. Auf keinen Fall würde es funktionieren, weil ich hätte schon mal was du monatlich musst zahlen. Also ich weiss, ich kenne jemanden, der einen Tesla hat relativ viel müssen anzahlen und zahlt im Monat irgendwie, also ich weiß nicht, was er angezahlt hat und ob es Leasing oder Finanzierung ist oder was auch immer, aber er zahlt auch im Monat über 600-700 Franken. Ich glaube, er zahlt etwas mit 700 Franken im Monat für den Tesla.
Und da muss ich sagen, gut, kannst du überlegen, wie viel Benzin könnte ich damit kaufen. Weißt du, was ich meine? Und wie viel, also für mich würde es in dem Sinne nicht lohnen, weil ich bin eigentlich drauf und dran, dass ich nicht so viel rumfahre. Und wenn ich den Tesla hätte, dann müsste es sich ja lohnen für die 700 Stutz, dass ich auch wieder ein bisschen brauche. Und müssen wir schon ziemlich viel und ziemlich lang rumfahren, dass sich das umrechnen lässt auf Benzin, dass sich das lohnt. Oder schön die Überlegung, was ich meine. Wenn man natürlich ein Auto will und alles und bla 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 und so, dann wird es sich lohnen. Aber für mich würde es in dem Sinne auch nicht lohnen, weil ich eigentlich möglichst günstig leben und möglichst wenig Benzin ausgeben und möglichst wenig fürs Auto zahlen und möglichst wenig Wertverlust haben. Und das habe ich alles beim Opel eigentlich. Oder weil der hat 3000 Franken gekostet und ich habe schon mal gesagt, wenn ich ihn verkaufen würde, dann würden wahrscheinlich scheiß drauf in dem Sinn. Weißt du, ich meine, ein bisschen möglichst günstig weggeben oder vielleicht sogar verschenken oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das Video. Ein bisschen ein anderes Video, eben nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Elektrofan, aber ich habe schon viel mit jemandem geredet, der einen Tesla hat und hat mir die ganzen Vorteile aufgezählt. Und es ist eben schon geil, wenn man so denkt, was man alles sparen kann. Oder? Aber eben, wie gesagt, haben wir jetzt genug lange darüber geredet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Mikro hat es da. Hä? Das ist ja zu, das Parkhaus. Keine Ahnung. Wenn ihr Fragen habt, stellt mir die gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.